Wir haben Donnerstag, der 7. Mai. Ich begrüße euch herzlich mit der Tageslosung Nehemia 9,17. Du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte. Dazu 2. Timotheus 2,13. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Geschichte und ihres Rückgrat. Das ist das heutige Thema. Ich muss sagen, zum Glück gibt es immer mal ein Jubiläum. Warum man einem Jubiläum sagt, das schauen wir in einem späteren Moment an. Was aber sicher all diesen Jubiläen ein bisschen ähnlich ist der Rückblick auf die Geschichte. Manchmal ist sogar der Gründer bei einem Jubiläum dabei. So ist es mir gegangen in 2 Jungscharen, die ich aufgebaut habe. So nach dem 20- oder 30-Jährigen taucht man wieder auf und schaut die alten Lagerbilder und freut sich an den vielen schönen Geschichten seither. Jetzt gehen wir aber auf einen Namen zu, Jubiläum. Den Namen verdanken wir an einen Widder. Ja, was hat er jetzt wieder, der Pfarrer? Irgendwie etwas Kompliziertes, das kann ja nicht sein. Erinnern wir uns, es gibt eine uralte Einrichtung in Israel. Man hat es etwa als das Jubeljahr bezeichnet. Logisch, ein Jahr, wo die Leute gejubelt haben. Warum nicht gar? Alle Schulden sind erlassen worden, alle Sklaven sind freigegeben worden. Wenn Ländereien sind gepachtet waren oder eben sogar gepfändet waren, hat man die müssen zurückgeben. Es ist wie ein grosses Reset, das durch das ganze Volk durchgegangen ist. Nie mehr zum Schluss von so einem Jahr Schulden gegeben, wenn man es dann eingehalten hat. Israel hat es ja lange nicht eingehalten. Gott hat sogar gesagt, das müssen sie alles nachholen, dass das Land mal Ruhe hat in der Wegführung nach Babylon, 70 Jahre. Die Einrichtung hat geheissen 7 mal 7 plus 1. Alle wissen, das gibt 50. Wir haben das Wort 50 ja bei Pfingsten, Pentekoste. Und das heisst 7 mal 7 Tage plus noch einen. Und der eine ist eben nach der Auferstehung, Ostern, der eine Tag ist nachher Pfingsten, wenn Gottes Geist ausgossen wird. Genau das Gleiche mit den Jahren im alten Israel. 7 mal 7 plus 1, alle 50 Jahre steht alles still. Und der Anfang dieser Feierlichkeit kommt eben durch ein Widerhorn. Wir haben jetzt Schofar geblasen, das ist ein Widerhorn. Es gibt dort andere Schofar, grössere, aber das sind die eigentlich ursprünglichen. Ich kann die nicht blasen, es klingt nur lächerlich, ich will mich hier nicht blamieren. Andere können das perfekt, da kann man fein verschiedene Töne rauslassen, und da gibt es eine ganze Kultur von Tönen, die eben verschiedene Zeichen verschiedenes bedeuten. Shenat HaYovel heisst das Jahr des Widders oder eben das Jahr des Widerhorns. Jovel kommt nachher ins Latinische rein, wenn es dann geheißen hat, Annus Jubiläus, also eine Latinisierung von einem semitischen Begriff. Es kommt jetzt also ins Indogermanische rein und gibt uns einen Jubel, heisst nichts anderes als ein Widder. Wir sind eine ungeschichtliche Generation. Vielleicht seid ihr mit mir einig. Das Geschichtsbewusstsein, wenn man jemanden fragt, woher kommen wir, wer sind wir, was ist ein Schweizer und so weiter. Oder wenn man jemanden fragt, was sind deine Vorfahren, ja, wir haben es nicht wirklich erforscht. Es interessiert einen ja auch nicht so furchtbar, weil für jetzt gerade, was ich heute mache oder dem morgen, ist das nicht so konstitutiv, ist nicht so wichtig, das zu wissen. Und heute und morgen, Hic et Nunc, das ist so die altrömische Lebensauffassung, hier und jetzt. Das ist das, was zählt, vor allem, weil wir ja eine Unterhaltungs- und Freizeitgesellschaft geworden sind. Darum trifft uns jetzt das Virus auch dermassen. So vieles kann man jetzt nicht, was man gerne können. Und das hat ja einen Grossteil von Lebensqualität ausgemacht. Man lebt eigentlich auf das Wochenende her. Nicht alle, aber viele. Das alles trägt dazu bei, dass man ungeschichtlich wird. Aber nicht nur das, sondern es gibt ja auch noch eine Entwicklung an den Schulen. Das betrifft die unteren Schulen, die mittleren und geht bis Universitätsniveau, wo die Identität ein bisschen untergraben wird. Ich weiss, dass das auch nicht Zufall ist. Es gibt Lehrpläne, die immer auf das
Internationale gehen, auf das Interkulturelle, auf das Interreligiöse und das Einzelne, das Individuelle, das, was wir sagen, das ist jetzt unsere Identität, wird immer mehr in Vergessenheit hineingeraten. Und das Ende davon ist nicht so gut, weil wer keine pointierte, eigene, beschreibbare Vergangenheit hat, kommt ja von haben, und haben heisst, wie hat das, es ist zugänglich für einen, es schwebt nicht irgendwo in den Wolken. Wer also das nicht hat, eine Vergangenheit, der verliert die Gegenwart. Verlieren heisst eben, es geht einem wie Sang zwischen den Fingern ab, es ist eben Hic et Nunc, hier und jetzt, und morgen ist schon wieder etwas anderes. Und wer die Vergangenheit verliert, der verspielt, ja, der verpokert seine Zukunft, weil die Zukunft wird kein Rückgrat mehr haben. Das heisst, man weiss vielleicht gar nicht überhaupt, woher das man will. Es ist also ein Haschen nach Wind, ich will jetzt hier nicht lange jammern. Es fehlen einfach Kettenglieder und durch das fehlt dann auch der Zusammenhalt. Wer auf einen Moment setzt, der wird früher oder später innerlich oder äußerlich verarmen. Aber jetzt ist es ein bisschen anders geworden, plötzlich hat man viel Zeit und wer weiss, vielleicht ist es auch ein Jubeljahr. Ich weiss, es jubeln lange nicht alle, am wenigsten die Wirtschaft. Und auch nicht die in engen Zimmern eingesperrt sind, zusammen mit vielen Kindern. Aber man hat gleich irgendwie Zeit, was haben wir eigentlich bis jetzt immer so gemacht? Was ist unser Sinn? Wo gehen wir her? Wo kommen wir her? Wegen dem mache ich auch jetzt solche Betrachtungen, weil die Leute ja Zeit haben, darüber nachzudenken. Und so kommt jetzt das Thema in diesem Zusammenhang vom heutigen Losungswort wieder aufs Tapet. So war ja genau das Jubeljahr gemeint. Also alles steht mal still. Wir haben jetzt zwar gesehen, jetzt anders als bei dieser Krise, hat man gewusst, es wird einen grossen Erlass geben, darum hat es ja auch Erlassjahr geheissen. Und es ist ein Reset gegangen durch das ganze Volk. Ein solches hat der Nehemia auch gemacht, als die Stadtmauer vollendet war. Haben sie gesagt, jetzt haben wir das Lobhüttenfest. Mit dem hat ja die Alba das Jubeljahr angefangen. Der Anfang dieser Feierlichkeit, 3 Stunden lang haben die Leviten den Leuten das Gesetz vorgelesen. Das steht in dem 9. Kapitel und von dem kommt auch der Ausdruck, wie jemandem die Leviten lesen. Aber das war gut gemeint, denn es hat sogar zu einer tiefen Umkehr geführt. Die Leute sind am Anfang gestanden, haben sich aber nachher am Boden geworfen, auf die Knie und haben sogar zum Zeichen, dass sie vergänglich sind und schuldige Menschen sich hart auf den Kopf da. Nach 3 Stunden haben die Leviten dann gesagt, jetzt ist gut, das Mass ist jetzt voll, ihr dürft wieder aufstehen, jetzt wollen wir Gott danken. Jetzt wollen wir jubeln. Jetzt wollen wir ihn loben für seine Heilsgeschichte. Jetzt schauen wir zurück, wie viel Heil gibt es ja in unserer Geschichte. Ihr habt es vielleicht gar nicht mehr gewusst, ihr habt ja jahrelang, jahrzehntelang, generationenlang kein Gesetz mehr gelesen. Ihr habt die Schriften gar nicht mehr gekannt. Aber jetzt schauen wir, was da drin ist. Lauter Heilsgeschichte. Auch an dem Punkt also, die Zuwendung zum alten Heil. Das waren zwar alte Storys, alte Traditionen, aber Gott wird ja nicht alt. Und darum werden auch seine Geschichten nicht alt. Während sie die alten Geschichten haben zitiert, haben sie eine neue Geschichte generiert. Alte Geschichte wird also neu, wenn man sie beherzigt. Ich will es nochmal sagen, indem sie die alten Geschichten haben vorgeholt, ist etwas bei ihnen selber neu geworden und es hat wieder neue Geschichte hervorgerufen. Nämlich, die alte Geschichte in Israel ist genau das, was ihr vorhin gehört habt. Seine Güte, Gnade, Geduld, Vergebung und all das. Gottes Güte wird in ihrem Herzen neu geboren, in diesem Moment. Sie haben ja gemerkt, es war wirklich ihre Schuld, dass sie in Babylon waren. Aber Gott ist ja gnädig und gütig und darum dürfen sie neu anfangen. Das kommt in ihr Bewusstsein hinein, es geht in ihr Herz hinein, es verändert sogar die Art, wie sie Gemeinschaft haben und es geht auch in ihr Handeln, in ihr Verhalten hinein. So entsteht eine Freude. Und eben, es war ein richtiger Jubeltag oder überträgt eben ein Jubeljahr.
Auf diesem uralten Fundament gibt es aber dann auch realpolitisch und geschichtlich einen neuen Staat. Zuerst waren es ja die paar Leute, die paar Familien, die Jerusalem wieder aufbauen. Gleich haben sie sich durch grosse Vermehrung nachher wieder in das ganze frühere Land Israel verteilt, bis auf Galiläa. Jetzt haben sie sogar einen Übergriff von griechischen Generälen und griechischen Herrschern abwehren, indem sie den Gräuel der Verwüstung durch den Einsatz der Makkabäer aus dem Tempel rausschiessen. So weit war das Unheil schon wieder fortgeschritten gewesen. Aber sie haben gewonnen. Sie haben ihren Staat verteidigen. Sie haben die Erneuerungskraft gehabt. Das ist alles aus dem herausgekommen, was mit dem Nehemia ist passiert. Warum hat man denn nicht das Rad neu erfinden und sagen, ja, neue Zeiten, das Alte ist vorbei, wir starten ganz neu? Nein, sie wollten das Zeitliche mit dem Zeitlosen verbinden. Die alten Geschichten sind ja die zeitlosen Geschichten. Wenn du das Abendmahl nimmst, es ist eine zeitlose Geschichte. Und für dich ist es unter Umständen der Anfang einer neuen Geschichte. Darum kann die alte, die zeitlose Geschichte, die Liebe von Gott, manifestiert in 100 verschiedenen Ereignissen, sie kann bei dir eine neue Geschichte in Gang setzen. Das Zeitlose, ich möchte es nochmal wiederholen, Gottes Güte, Gnade, Barmherzigkeit, Geduld und Vergebung. Das ist die echte Geschichte. Und darum habe ich hier so einen Schülerwebrahmen mitgebracht. Ihr kennt das vielleicht noch aus eurer eigenen Zeit. Ihr seht, der Zettel ist aufgespannt. Es ist immer der gleiche. Der Zettel ändert nicht. Solange man daran webt, sind es immer die gleichen Fäden. Das ist das ewige Rückgrat der Geschichte. Und da drin wird gewoben. Und es wird vielleicht jetzt etwas Neues gewoben mit dem Nehemia. Und nachher kommt wieder etwas Neues mit Jesus Christus. Und nachher wieder etwas Neues mit der Neugründung vom Staat Israel. Wir sehen, das zeitlose Rückgrat, das braucht es, für das die Geschichte einen tiefen Sinn kann bekommen. Und für das muss man es ja auch kennen, sonst kann man nicht weiterweben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.